Salut zusammen, schönen Sonntag euch allen. Ein grosses Sorry, ich hatte technische Schwierigkeiten. Bin nicht so technisch affin, darum hat das Video leider nicht ganz aufgenommen. Wir wollten es authentisch behalten und nicht irgendwie rekonstruieren, darum haben wir dann laden wir es gleich hoch. Audiodatei ist 100% drauf, aber man sieht uns dann irgendwann nicht mehr. Ja. Tut mir leid und gleich einen schönen Sonntag. Ciao zusammen. Alle reden, keiner sagt doch jetzt. Jetzt Sag denen mal, jetzt redet wir. Ein neuer Tag, eine neue Person. Jetzt redet wir mit der Ruby. Sali Hakan. Wie findest du die erste Portal? So, wir sind eingerichtet, wir sind ready. Jetzt redet wir. Hoi Ruby. Hoi Hakan. Wer bist denn du? Erzähl mal. Ich bin Ruby. 23. Nein. Hängen geblieben in diesem Alter. Ich bin Ruby. Ich bin von Beruf Pflegefachfrau, wie du. Ich arbeite im USZ. Bin Mami von einem wunderschönen 2-jährigen Sohn, fast. 2-jährigen Sohn. Und die Frau von Lucci. Ja. Schau, nicht, dass es nachher wieder Motz ist. Ich habe deinen Podcast gelesen, man hört mich nicht. Ja, Entschuldigung. Hallo. Ja. Wir machen das ein bisschen professioneller. Ja. Du hast mich etwas mega Lustiges gefragt. Also ich habe es lustig gefunden, du vielleicht weniger. Ich habe dich gefragt, wieso du mich überhaupt eingeladen hast. So, was mache ich da eigentlich? Ruby, ich habe dich eingeladen. Ich kenne dich jetzt auch schon ein Zeitchen, würde ich sagen. Seit du in der Schweiz bist, ja? Seitdem ich in der Schweiz bin, also auch schon 18 Jahre. 18 Jahre? Ich kenne dich noch nicht 18. Nein, natürlich so ein Aber hast du mich noch kennengelernt mit Hochdeutsch? Ja. Schon? Mhm. Okay, das heisst... Wir waren noch Vior-Gänger. Ja, das alte VR, genau, ist geil. Jetzt heisst es, wie heisst es jetzt? Urban, glaube ich. Ich bin out. Ah, stimmt, sie ist Mami, genau. Ja. Die Zeit hat sich geändert. Und ich habe dich eigentlich eingeladen, weil ich dich eine spannende Persönlichkeit finde. Weil ich finde, du bist so eine Frau mit einer riesen Fresse, kann man das so sagen? Korrekt. Ist dir voll Mühe jetzt? Ja. Ja, du bist eigentlich immer voll auf die Fresse. Ich glaube, wir diskutieren und beleidigen uns schon seitdem wir uns kennen. Aber das ist schon noch angenehm, ich habe das gerne. Man weiss immer, woran man ist bei dir. Das finde ich wirklich mega schön, mega gewinnbringend für eine Freundschaft. Und Oder auch nicht. oder auch nicht, an all die Bitches, die den Kontakt abgebrochen haben. Entblocken mich nicht. Ich bin jetzt Mann, ich bin jetzt gut geworden. Oder nicht. Nein, und ja, wir haben mega intensive Ausgangszeit auch gehabt. Also wir sind wirklich jedes Wochenende haben wir uns im Ausgang getroffen. Sehr intensiv, ja. Ja, wirklich. Wir sind die ganze Zeit Vior, Jade, keine Ahnung was, die ganze Zeit Longstreet. Und dann irgendwann habe ich die Nachricht bekommen, Babam, schwanger. Also es ist mir zu Ohren gekommen, sagt man, oder? Zürich ist klein. Ah ja, wer hat denn dir das erzählt? Du, ich schweige, ich schütze meine Quellen. Gut. Nein, ich weiß es nicht mehr wirklich. Ich habe es irgendwie dann mitbekommen, du sagst schwanger. Und dann habe ich etwas gedacht, und du hassest das, alle, die das gedacht haben. Und ich habe gedacht, wird sie echt ein gutes Mami? Nicht, weil ich an deinen Werten und Prinzipien jemals etwas auszusetzen hätte. Okay, die Energie ändert sich gerade im Raum. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. So im Prinzip habe ich so noch nie etwas davon gehört. Kann man das essen? Ja, was haltest du davon? Was haltest du davon, wenn man einer, der jetzt ausgegangen und gelebt hat und ja, jetzt Mami wird, ihr mal so etwas sagt? Ist das schon ein bisschen verletzend? Ist das schon? Es ist mega verletzend, ja, auf alle Fälle. Also, ich glaube, es ist immer unabsichtlich, wenn mir das die Leute sagen. Also, sie meinen es zum Teil gar nicht verletzend, aber du kannst nicht ändern, es kommt verletzend über, weil So. du gibst mir so das Gefühl, so als Frau quasi nicht gut genug zu sein, um Mutter zu werden. Okay. Das ist so die erste Message, die ich so überbekomme, wenn mir das jemand sagt. Und dann denke ich immer so, ja, aber weißt du, während in einer sehr intensiven Ausgangsphase, in Anführungs- und Schlusszeichen Ho-Phase, kannst du mich nicht beurteilen, meine Qualitäten, um ein gutes Mami zu werden, zu sein, anhand von dieser Zeit. Die sind nicht ausschlaggebend. Und ja,
Ich denke auch immer so, ja, du tust ja auch nicht einen Arzt in der Ferien beurteilen, beim Golfspielen oder beim Tennisspielen oder was auch immer er macht, ob er ein guter Chirurg ist oder nicht. Also, Okay. es ist immer für mich so, etwas ist auch, was ich zeige im Ausgang und mich im Ausgang verhalte und etwas ist, wenn ich dann wieder heimkomme, mein Zeug daheim erledigen, arbeiten gehen, viel arbeiten gehen und dann... Ich meine, du bist Single, du gehst in den Ausgang, wenn du kein Hobby hast, gehst viel in den Ausgang. Und dann ist es klar, also mir ist auch bewusst, dass die Leute anhand von dem die Leute beurteilen, weil ich gebe ihnen ja nur das zum Beurteilen. Ja, das glaube ich schon. Weil ich glaube, es kennen mich ja nur meine engsten Leute, kennen mich ja so, wie ich wirklich bin, kennen so meine sensible Art. Hast du eine? Ja, ganz tief drin habe ich eine, aber die zeige ich halt natürlich nicht so oft, das ist nicht so. Ist es ein Schutzmechanismus, dass du nicht sagst? Ja. Schlechte Erfahrung gemacht. Ja. Es geht mir zu tief. Ja. Halt die Fresse. Geh raus! Krass aus meinem Kopf. Scheiß Psychologe. Nein, ich muss ehrlich sagen, ich habe dich aber auch immer so kennengelernt, also als mega ordentliche, als mega pflichtbewusste. Ich weiss noch, wo wir eben auch mal im Ausgang waren, am 5, 6 irgendwie, dann haben sich unsere Wege getrennt. Aber wir sind beides am 7 Uhr am Morgen auf der Matte gestanden, sind dann arbeiten. So wie wer Party machen kann Ich auch glaube, arbeiten. körperlich fühle ich mich jetzt wie 45, ich könnte das nie mehr. Ich weiss nicht, wie wir das geschafft haben. Ich bin Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag in Ausgang. Ich könnte das nie mehr. Nie mehr. Jetzt, wo Nein, du vergiss Mami es. bist, oder? Ich gehe jetzt einmal in den Ausgang, ich muss mich einmal nicht erholen von dem. Ich schwör's dir. Von was ist das abhängig, meinst du? Keine Ahnung. Du bist im Ausgang, du geniessest es, aber du bist beim Kopf schon bei deinem Kind. Du bist schon am Überlegen, fuck, morgen muss ich mit meinem Kind raus, ich muss ein Programm bieten, ich muss kochen, ich muss waschen, ich muss putzen. Dann habe ich natürlich noch eine Beziehung, dann habe ich noch Familie, die ich am Wochenende gesehen. Ja, es tut dir den Ausgang nicht verderben, aber es ist so, du weißt, du musst am nächsten Tag funktionieren und dann kannst du es nicht so geniessen, wie du es früher genossen hast, wo du einfach, ich meine, ich habe gemacht, was ich will. Und ich habe auf niemanden Rücksicht genommen. So wie ich Nicht auf mich jetzt. selber. Nein. Nicht mal auf mich. Aber du ein Family-Mensch bist du schon immer gewesen. Das Ja. bist du schon immer gewesen. Ich meine, Mami, deine Schwester. Ja gut, was heisst Familienmensch? Ich meine, ich habe, also die mich kennen, wissen das, ich habe ein mega kaputte Familienverhältnis. Ich habe einfach meine Mami und meine Schwester immer gehabt und das ist meine Familie und mit ihnen habe ich immer gerne zusammen gelebt und ja, viel Quality Time verbracht. Und Bis das heute. probierst du jetzt auch mit dem Kind, Ja. kind zu machen. Ich sehe auch in deinen Stories, du kochst Krank. krank. Psychisch gestört, wirklich. Nein, Ja. du kochst hure viel, du kochst immer neue Menüs für den kleinen Wurm. Wie war es für dich, Mann? Wie war es für dich? Mutter werden. Bam, schwanger. Schwangerschaft, gehen wir mal einen Schritt zurück. Ausgang, Party, und auf einmal Ja gut, positiv. es ist noch nicht gerade in meiner Ausgangsphase Zeit passiert. Ich bin dann schon fast ein Jahr wieder mit dem Luciano zusammen gewesen. Ich bin ja schon vor 9 Jahren mit dem Luciano zusammen gewesen. Und dann damals eben schon ein Jahr wieder zusammen gewesen. Und ja, es war eigentlich ein Schock gewesen, weil es eigentlich gar nicht hätte passieren können. Aber du, so ist das Leben passiert. Auch wenn du ganz viel Protection brauchst. Das kann trotzdem passieren. Und ja, im ersten Moment war es ein bisschen ein Schock gewesen, weil der Lutsch hat gesundheitliche Probleme gehabt, fast ein halbes Jahr vorher. Und bevor das passiert ist, hat er eigentlich für sich schon entschlossen gehabt, also auch, wo wir noch nicht zusammen waren, dass er kein Kind mehr will. Und ich habe das ignoriert, weil ich habe gesagt, ich kann mir vor 9 Jahren vorstellen, dass der Lutsch der Vater von meinen Kindern wird. Und ich kann es mir immer noch, also ich kann es mir nur mit ihm vorstellen. Und dann, bin ich schwanger geworden, habe natürlich ein bisschen Angst gehabt, so, fuck, wie reagiert er jetzt, will er jetzt? Der Stand dazu war eigentlich, dass er gesagt hat, gut, nach dem, was eben passiert ist, so gesundheitlich und so, hat er dann gesagt, ja, doch, wäre mega schade, wenn eben von unserer Liebe quasi keine Früchte trägt. Boah, poetisch der Bruder. Will nicht. Nein. Und ja, dann habe ich ihm das gesagt und dann die erste Reaktion war richtig scheiße. Und dann bin ich ein bisschen durcheinander, weil man selber ein bisschen unsicher war, bin ich schon ready. Ich war damals 26 gewesen. Ja, eigentlich für die heutige Zeit relativ jung. Und ja, und dann ist es eigentlich vielleicht einen Monat ich habe nicht so lange Zeit gehabt, um mir zu überlegen, ob ich will oder nicht, weil medizinisch gesehen kannst du bis zu der 7. Woche medikamentös abtreiben und alles andere wäre Auskratzung, ein Abort, ein Geburter. Und ich hatte ein paar Tage Zeit und so und dann eben, der Luciano hat es nicht wollen. Und dann habe ich gesagt, ich kann jetzt nicht auf ihn Rücksicht nehmen, das klingt mega schlimm,
so als Frau und in einer Partnerschaft. Dann habe ich gesagt, ich wüsste nicht, ob ich mit dem klarkomme, wenn ich jetzt das Kind von dem Mann, den ich liebe, abtreiben würde. Ich wüsste nicht, ob unsere Beziehung das würde überleben würde. Wenn ich ihm das dann quasi irgendwann mal vorwerfen würde, was ich zu 100% ihm vorgeworfen hätte. Das unterschreibe ich. Ja. Und dann musste ich sagen, du, kann ich es allein großziehen? Ja. Verdiene ich genug? Ja. Habe ich ein geregeltes Leben? Ja. So, kein Problem, gut. Der Entscheid ist gefasst, ich ziehe es durch. Dann habe ich das am Lutsch so mitgeteilt. Ich so, du, mein Entscheid ist gefallen. Ich so, schau, wenn du willst, kannst du gerne ein Teil davon sein, dann ziehen wir das durch als Familie, was eigentlich mein grösster Wunsch wäre, weil ich würde sehr gerne so das traditionelle Familienbild aufrechterhalten oder einfach mal leben. Und wenn nicht, dann wollte ich auch nichts von dir. Also weißt du, so, keine Kinderzulagen, gar nichts, Unterstützung, dann bist du einfach weg vom Fenster. Und dann sind ich das allein alles oder durch. nichts. Genau, und dann habe ich ihm ein bisschen natürlich vor den Kopf gestoßen. Er hat sich so ein bisschen Gedanken müssen machen und so. Und ich glaube, sich müssen zurückziehen, mit seinen Kollegen so ein bisschen darüber reden und so. Und dann ist sein Entscheid eigentlich relativ schnell gefallen, dass er ist all in. Und wir sind das durch. Und es haben dann schon andere dümmere Leute geschafft. Also wir packen das und ja. Dann haben wir uns dafür entschieden und dann die schlimmsten 8 Monate von meinem Leben gehabt. Als Überraschung. Ja, also Schwangerschaft. Ich bin nicht die sagen, eben, sie haben eine schöne Schwangerschaft und voll die Bindung. Ich habe das absolut gar nicht gehabt. Ich habe, gekotzt 8 Monate lang. Ich habe nichts gegessen, ich habe Gurken mit Aromat wie eine richtige Schweizerin gefressen und Cracker. Voll integriert. Nicht Alvida mit Gruyère. Nur das konnte ich essen. Ich war noch nie so schlank wie in meiner Schwangerschaft. Das ist auch so ein Punkt. Ich so, ja, jetzt bin ich dünn. Jetzt, wo ich es nicht mehr brauche. Ja, genau. Und und dann hatte ich alles Mögliche gehabt, was man so in einer Schwangerschaft haben kann. Von eben Gastritis zu Nierenstein zu Komplikationen, bla bla bla. Nierenstein? Ja, ich dachte, ich habe Wehen. Aber Ja, so, bei dir, das ist auch noch recht tricky, ja. Mann. Also im 8. Monat habe ich dann gedacht, ich habe Wehen, weil ich so starke Schmerzen hatte. Und das sind halt so wellenartig gekommen. Ich so, fix, ich bekomme jetzt das Kind über. Dann bin ich in die Klinik und dann haben sie zuerst gedacht, ich kriege mein Blinddarm sei geplatzt. Ich so, mega beruhigend. Zum Glück. Zum Glück. Nein, aber bin ich ins Unispital und habe dann dort per Notfall Kaiserschnitt den Estikier bekommen. Ja, das ist die dramatische das I-Pünktchen von meiner ganzen bekackten Schwangerschaft. Ja. Und dann war er da auf der Neonatologie, eben Frühgeburt, Komplikationen. Und dann nach knapp so 3-4 Wochen haben wir dann heim und dann I was in Motherhood. Schon, gell? Ja. Ist das krass? Bist du geschockt? Nein, ich versuche mir das bildlich vorzustellen. Ach, der Kaffee mit Kohlensäure. Tut einfach nicht gut. Hey, mein Kaffee ist sicher schon voll. Weißt du, als Mann kann man sich das sowieso nicht vorstellen oder als ein Mensch, der sowieso kein Kind hat. Ich stelle mir das schon krass vor, weil wenn du bist Single, du bist am Hängen, du bist am Chillen, du bist ja nur verantwortlich für dich. Also schon klar, für deine Familie auch ein bisschen, aber kannst ja machen, was du möchtest eigentlich. Wenn musst du Rechenschaft abgeben. Meiner Mutter mit 28 immer noch. Schon? Ey, ich habe Tattoo gemacht, meine Mutter hat mich immer noch zusammengeschissen. Ich habe Ja. Angst gehabt, meine Tattoos zu zeigen. Ich habe meine Mutter ihren Namen tätowiert, sie hat mich geschlagen. Darf man das sagen im Podcast? Und auf alles, da darf man alles sagen, in diesem Podcast darf man alles sagen. Alles ist erlaubt. Nein, dann kommst du heim, Ruby, und dann ist auf einmal ein Kind da und wenn das Leben ändert sich ja. Ja, von heute auf morgen. Weißt du, schwanger ist ja auch sicher, das ist eine Umstellung und du befasst dich, also korrigiere mich, Null. befasst dich nicht damit, denkst so, Ich habe gar keine Zeit gehabt, um mich damit zu hast du befassen. müssen kotzen die ganze Zeit. Nebst dem war Covid-Pandemie. Covid-Pandemie. Ich habe voll gearbeitet, 100% gearbeitet, nebst all meinen Nebenwirkungen von der Schwangerschaft. Und Okay. ich habe eigentlich zwischen Kotzen und Arbeiten gar nicht so viel Zeit gehabt. Irgendwann haben wir uns dann so ein bisschen befasst, hey, kaufen wir mal ein Kinderzimmer und so. Wir sind in einen Laden, wir haben alles gekauft von dem Laden und haben wir uns Feierabend. und dann haben wir uns nie mehr mit dem beschäftigt. Und Kleider und so haben wir alles von unserem Umfeld geschenkt bekommen, also ich habe eigentlich praktisch gar nicht müssen kaufen. Okay. Und vielleicht war das auch der Grund gewesen, wieso ich mich nicht so fest habe müssen mit dem befassen. Also weißt du, so, keine Ahnung. Es war plötzlich da gewesen. Und Und es dann? ist alles so ready gestanden. Tag 1, wie ist? Hm? Wie ist es? Tag 1, Kind ist daheim. Weißt eigentlich gar nicht, was gross machen. Also jetzt rückblickend muss ich sagen, das erste Jahr mit Baby daheim war das chilligste Jahr von meinem Leben gewesen. Ach schon? Ja.
Ist ein, Es war das Traumbaby. Echt? Also die erste Nacht, ich wollte gerade sofort nicht mehr Mutter werden, weil er ist jede Stunde aufgestanden in der Nacht. Und ich so, nein, mache ich nicht mit. Der Lutsch auch eine Krise gehabt. Und dann habe ich mich so ein bisschen informiert, was man machen kann, wenn das Kind eben jede Stunde gestillt werden und so und bla bla bla. Ich weiß nicht, wie spannend das ist, aber ich habe mich dann informiert und dann habe ich ein bisschen über Schlaftraining gelesen. Und dann habe ich Schlaftraining mit ihm durchgezogen und dann nach einem Monat hat er allein in seinem Zimmer 12 Stunden durchgeschlafen, damals vom 7 bis am 7 Uhr morgen. 7 Uhr Wie läuft das, Schlaftraining? Alle zuhören, mega spannend. Ich weiss nicht, wie spannend das ist. Kollege, wenn es einem nicht gefällt, schaltet ab, Mann. Das sind Stories, das sind Geschichten, die jetzt unsere Zeit... Wo bewegen. Nein, das sind Stories, die uns bewegen, das sind Stories aus meinem Umfeld und das sind Stories, die voll ihre Daseinsberechtigung haben, weil wir sind in dem Alter, wo... Wir sind in diesem Alter, Hakan, ja. Du bist damit auch gemeint. ja. Kleiner Appell, habe ich gehört, ist angekommen, Frau Pflegerin. Nein, das sind Sachen, mit denen wir uns beschäftigen. Hey, Kind bekommen, solange eure Spermien noch gut sind. Und ab Seit wann nicht? seit wann man weiss, ob es gut ist oder nicht? Spermiogramm. Bahnhof? Gehst du Medikal, gehst du es untersuchen? Aha, Gott, nein. Ich brauche aktuell keine Verwendung für dich. Ja, logisch. Hör auf mich anficken die ganze Zeit. Nein. Ja, auf jeden Fall Schlaftraining, Routine bei Kindern. Ich sage so, also es ist jedem damit geholfen, als frische Eltern. Routine ist das A und das O. Es ist wichtig. Eben, stillen oder shoppen gehen. Ich bin nicht wirklich so stillende Mutter gewesen. Ich habe es scheiße gefunden. Würde ich jetzt auch wahrscheinlich vielen gegen den Kopf stoßen mit dieser Aussage. Aber das war der grösste psychische Stress für mich. Ich hatte eben das Kind von der Neonatologie. Es ist dort schon mit der Magensonde ernährt worden. Es hat einen Shoppen bekommen. Ich habe während Corona ein paar Stunden kommen, versuchen zu stillen und dann musste ich wieder gehen. Also Milchproduktion war gar nichts im Keller. Ja, das glaube ich. Und dann daheim musst du es stillen, musst es zuerst wägen, nackt, dann musst du es wieder anlegen, dann musst du es stillen, jede Brust, bla bla bla. Dann musst du es wieder abziehen, dann musst du es wägen, schauen, wie viel er getrunken, dann musst du den Shoppen vorbereiten, weil du musst nachschütteln, weil er nicht genug getrunken hat. Und das den ganzen Tag. Und dann bist du wie eine Kuh an dieser Pumpmaschine, lässt dir die Titten aussaugen und ja. Ich habe es nicht schön gefunden und irgendwann habe ich gesagt, ich so, du, grösster Stress. Natürlich all meine Familienangehörigen enttäuscht. Aber ich war schon immer schwarzer Schaf, darum ich habe gut mit dem Leben, ja. Und dann, einfach jeden Tag genau das Gleiche, um die genau gleiche Zeit spielen, kuscheln, baden, alles immer um die genau gleiche Zeit. Okay. Und irgendwann hat das Kind den Rhythmus, hat die Sicherheit, dass dann und dann das läuft. Eben, wenn ich dann also im Dunkeln mache, dann ist es Zeit für den Mittagsschlaf oder was auch immer. Und ja, und seitdem habe ich ein schlafendes Baby, das 12 Stunden schläft und ich 4 Abend am 8 Uhr und das ist das Beste, was ich immer gemacht habe. Geil. Entschuldigung. Hast du den Blick gesehen? Ja. Ich habe den ernst gemeint. Mein Dumm hat richtig Angst in der Zeit. Erstes Jahr war chillig gewesen, also im Vergleich zu jetzt? Eben, was ist jetzt anders? Was ist jetzt anders? Ja, das Kind entwickelt ein bisschen einen eigenen Charakter, einen eigenen Willen. Es läuft natürlich, es braucht Programm, es braucht Unterhaltung. Und ja, also so, wenn ich nicht am Arbeiten bin, dann bin ich mit ihm und dann haben wir eigentlich jeden Tag Programm. Also das ist wahrscheinlich auch nicht so die gesündeste Einstellung, aber wenn ich einen Tag daheim bin und putze und wasche und so, dann habe ich ein bisschen schlechtes Gewissen, wenn er ein bisschen zu kurz kommt. Weil ich eben schon die restlichen Tage am Arbeiten bin. Und ja, und dann schaue ich immer, dass irgendwas läuft. Wie ist das so als Mutter und Arbeiten? Ist das... Also ich habe natürlich den grossen Luxus gehabt. Ich glaube, heutzutage muss man dem wirklich Luxus sagen, dass ich nach 3 Monaten Mutterschaftsurlaub nicht arbeiten musste. Obwohl ich richtig riesige Schnurren hatte. Ich nach 3 Monaten gar nicht 100% arbeiten und so nie höre ich auf zu arbeiten. Okay. Nach 3 Monaten wieder nicht. Bitte. Und dann der Luciano dann so, ja, du musst gar nicht arbeiten, wenn du willst. Was Bleib ein daheim. Mann. Ja, was ein Mann. Küsse gehen raus. Ich schwöre, von mir auch. Hast du den Blick gesehen? Das ist ein Krieg, den wir haben. Den wir schon ausschwächen. Robi ist super eifersüchtig. Ich bin verliebt in meinen Mann. Ich bin verliebt in ihren Mann, ich gebe es offen zu. Judget mich alle, ist mir scheißegal. Fang an schlägeln. Immer wenn ich etwas poste vom Luci, mit Herzli. Mit Herz, Amore mio, mein Sonnenschein, keine Ahnung, kommt immer von der hintersten Ecke Robi führen und kommentiert etwas und dann disst sie mich noch. Ja, korrekt.
Wie findet ihr das? Schreibt es in die Kommentare. Scheiß Podcaster. Excuse, ich habe dich unterbrochen. Er hat gesagt, du musst nicht arbeiten. Ja, genau. Mega, also, eben Luxus. mega Luxus, Luxus. Also klar, ich meine, weißt, es ist auch falsch zu sagen, dass es nicht streng ist. Es ist klar streng. Ich meine, du hast den ganzen Tag ein Kind, deine Welt dreht sich eigentlich praktisch nur ums Kind und du laufst Gefahr, dass nachher eigentlich du nur als Mutter identifizierst, weil du einfach nur Mutter bist. ja. Und am Anfang hatte ich so das Bedürfnis, rauszugehen, Kolleginnen treffen und so nicht gehabt. Ich habe auch Freundschaften verloren, als ich Mutter geworden bin, langjährige Freundschaften. Und dann bist halt, dann hast du eigentlich fast nur dein Kind. Und ich hatte eine mega gute beste Kollegin gehabt, und meine andere beste Kollegin lebt leider in Dubai. Und ja, dann bist du erst mal allein und hast eben einen Mann, der natürlich schafft, ist natürlich nicht mit dir Ja, mit dir daheim. 24/7 daheim mit dir. Dann eben meine Mutter arbeitet noch, ist 100% berufstätig, meine Schwester studiert, also dann bist du mal kurz ein bisschen allein. Ah, du studiert? Ja, ist jetzt dann fertig mit Dentalhygienikerin. Ah, okay. Ja. Und ja. Und dann habe ich es eigentlich, eben jetzt rückblickend, ist es eigentlich ein schönes Jahr gewesen. Ich konnte daheim sein, ich konnte mich voll und ganz meinem Sohn widmen. Und ich bin mega dankbar für das, weil ich habe keinen Meilenstein, gar nichts von ihm verpasst. Ich bin immer dabei gewesen. Aber was sicher auch geholfen hat, um mich dann wieder so ein bisschen fangen und so sein, wie ich bin, weil ich behaupte, ich bin immer noch die genau gleiche Person wie vor der Schwangerschaft, vor dem Kind, ist einfach wirklich so ein bisschen Me-Time, so einfach mal Zeit für mich allein, einfach mal das Kind abgeben, mal rausgehen, was auch immer. Und der Lutsch und ich haben einfach gesagt, hey, schau, wenn wir wollen, dass das funktioniert, brauchen wir auch Zeit als Paar. Das war mega wichtig für ihn und für mich. Und wir haben dann angefangen, eben so Wochenende, Date-Nights. Voll schön. Ja, dann haben wir DCGL abgegeben. Und sind entweder 4 Tage Skifahren oder snooben, was auch immer. Und haben unsere regelmäßigen Date-Nights gehabt. Und damals ist es halt noch gut gegangen, weil du das Baby gut abgeben, weil er halt ruhig war. Ja. Und ja. Jetzt ist es halt anders. Ja. Jetzt will er nicht mehr abgeben. Aber könntest du ihn abgeben? Wenn er schläft. Also so durch den Tag und so, ja, kein Problem. Aber sobald es Abend wird und er uns nicht sieht, dann ist es... Ist nicht mehr gut? Nein. Geht er schnell über? Ja, dann ist Papa oder Mama. Was mit? Und dann dreht er durch. Papa. Ey, ich finde das mega wichtig. Ich bin so als Außenstehender, eben keine Beziehung, kein Kind, aber ich sage jetzt auch nicht, dass ich das könnte, aber ich glaube, es ist sehr wichtig, wie du sagst, dass man die Rolle einnimmt als Ruby, ich jetzt selber, dann so als Paar, als Team und dann noch als Familie. Ja. Also, oder? Und viel sehe ich das, bekomme ich das mit, dass es wie so eine Symbiose wird. Das ist dann so, alles wird zusammen. Und ich kann mir das nicht vorstellen, dass das gesund ist oder dass das gewinnbringend ist. Ich denke sicher, dass man das Leben von beiden, also von Mutter und Vater, sich nur ums Kind dreht, dann hat deine Beziehung wenig Chancen zum Überleben. Also ich glaube, es ist wichtig, dass sich das Kind an deinen Alltag, an dein Leben adaptiert, anstatt du als Leben vom Baby. Ich glaube, das ist das Gesündeste einfach für alle. Ich meine, klar, du gehst jetzt nicht mehr jedes Wochenende in den Ausgang und mit den Kollegen jeden Abend essen. Ich meine, klar sind deine Prioritäten jetzt anders, aber du musst trotzdem Zeit individuell für dich selber, für als Paar, für als Familie, es hat alles seine Zeit. Ja. Und klar kommt immer wieder mal etwas zu kurz, aber es ist dann umso schöner, wenn du weißt, hey, look, jetzt meine Beziehung ist ein bisschen zu kurz gekommen, gehen wir mal 2 Tage weg. Und dann gehen wir 2 Tage weg. Also reflektieren ist so ein bisschen das Schlagwort. Ja. Reflektieren, was nicht gut ist. Ja, was... oder der Streit zwingt sich zum Reflektieren. Aber da haben wir auch die gleiche Meinung bezüglich Streit, oder? Ich glaube, eine Beziehung ohne Streit, und es ist egal, was für eine Beziehung, ich finde auch freundschaftliche Beziehungen, Ja. ohne Streit ist es einfach, kann es gar nicht real sein. Also es gibt, glaube ich, keine 2 Menschen, die sich zu 100% so krass verstehen, dass es nie Reibereien gibt. Ja, kann ich zu 50% unterschreiben. Und die anderen 50%? Also ich muss sagen, eben in der Partnerschaft zu 100% Streit braucht es. Du musst dich wieder fühlen, du musst mal das rauslassen, was vielleicht wochenlang sich angeschaut hat. Du musst das, also sonst, ich weiß nicht, ich würde schon lange Menschen bestechen. Könnte ich nicht. Aber so Freundschaften, muss ich sagen, ich habe jetzt auch längere Freundschaften, wo ich noch nie gestritten habe. Noch nie? Mhm. Also,
noch nie eine Meinungsverschiedenheit, noch nie... Also keine Also, was ist Räuberin, die zu Streit? Streit geführt haben. Das ist was ist Streit? ja, also, Definier dass mal du hörst, Streit. vielleicht mal miteinander reden, dich richtig anfährst oder mal absolut nicht der Meinung bist. Und Hast du schon nie gehabt? Immer. wirklich, Immer. In jedem du bist Einzelnen. Fisch. Nein. Vorher hat er dachte ich so, okay. Miss me with that bullshit. Nein, ich find das extrem wichtig. Ich finde das... Ja, was soll ich sagen? Ich habe halt kühlere Freundschaft. Ich habe viele Gefühle. Du hast 2 Kolleginnen und eine wohnt in Dubai, Mann, das Mongolik. Ja, wie willst du so streiten, wenn sie so weit kommen? Eben, ist schon klar. Siehst du? Nein, aber ich muss Sie sagen, hat so meine keinen Bock mehr Freundschaften... drauf gehabt, die ist bis auf Dubai gegangen. Ich muss sagen, meine Freundschaften sind einfach auch sehr das Gegenteil von mir. Vielleicht Okay. ist das auch der Grund. Ich Also weiss, sind's meine voll Kolleginnen nett. respektieren, sie verstehen meine Welt oder wieso ich so bin, nicht, weil sie nicht gleich aufgewachsen sind, aber sie respektieren es. Und ich wiederum auch. Also ich verstehe so, du hast nie müssen wirklich Scheiße fressen. Ich weiss, dass du das nicht kannst verstehen und darum ist so das gegenseitige Verständnis, darum führt es nicht zu Streit. Außer so ist es mein Liebleiner, nein. Das ist meine. Du darfst nicht das gleiche Top anlegen wie ich. Nein, aber ich glaube, das ist auch ein Grund, wieso wir uns so gut verstehen. Weil wir beide eine riesen Fresse haben. Ich so, wo sind wir verschieden? Oder? Also Gar nicht. ich sehe gar keinen Unterschied. Es ist so Nein, einfach mit dem Kopf durch die Wand und machen. voll und Wenn es dir machen. passt, passt er, wenn nicht, dann die Steuer verpisst Ja, dich. voll. Verpiss dich. Und kongruent sein, finde ich also etwas Wichtiges. Das ist schön, wenn man mit einer Pflegerin redet. Sie kennt all die Fachbegriffe. Weißt? Du musst nicht so, was ist kongruent? Ja, für die, die es nicht wissen, gehen googeln. Korrekt. Du hast vorher etwas mega Schönes angesprochen, wo wir noch nicht angekommen sind. Du hast gesagt, egal wie schwierig es wird, und das ist jetzt ein bisschen ein Appell, wieder so ein Wort, ein Appell an alle Beziehungen, an alle Pärchen, egal wie schwierig es wird, das ist deine Aussage, im ersten Jahr trennt euch einfach nicht. Ja, voll. Wie kommst du auf das? Ich habe das jetzt einfach so ein bisschen also nicht in meinem direkten Umfeld, aber du hörst es halt immer von vielen, die frisch älter geworden sind und sich innerhalb 6 Monaten einfach trennen. Und ich finde das so schade, weil nicht zum Frau in Schutz nehmen oder so, aber ey, da passiert so viel mit diesen Hormonen. Du musst dich zuerst wieder selber wohlfühlen. Ich fühle mich immer noch nicht wohl in meinem Körper. Aber Randnotiz. du musst dich wieder selber finden, erstens als Mensch. Du musst dich wieder zurechtfinden in deinem eigenen Körper. Deine Sexualität leidet darunter, dass du das Kind bekommen hast. Du bist plötzlich nicht mehr die alt. Freundschaften ändern sich. Eben, es ändert sich so viel und dass dann da deine Beziehung quasi narbenfrei davon kommt, das ist fast unmöglich. Und darum bin ich einfach der Meinung, das erste Jahr ziehen sie einfach durch. Das ist das schwierigste Jahr, das erste Jahr für die Beziehung. Und dann könnt ihr machen, was ihr wollt. Ist egal. Aber ziehen sie das Jahr durch. Nein, aber dann, Ja, ich weißt, weiss schon, irgendwann was haben du wir eine meinst. Routine. Es geht mega lang, bis du eine Routine hast mit dem Kind, bis man weiss, hey, kann ich das mit dem Kind, kann ich reisen? Ja, es geht. Es ist immer so, gehen wir jetzt mal reisen? Ja, okay. Aber mega Angst vor dem Fliegen, mega Angst, wenn das und das passiert. Hey, geht einfach. Wir sind mit dem Ezekiel schon so weit gereist, wir haben 17 Stunden Flüge überlebt. Und es geht. Es geht alles. Du musst es einfach versuchen und machen und zusammenheben. Ihr seid ein Team, es gibt nur das Team. Das ist auch für mich nur das einzige Team, das für mich zählt. Ich muss den Lutstein mit Druck aus. Aber für mich ist das ein Team, das zählt. Und mit mir? Ja. Das wird immer mehr kommen, ich sag dir. Ich muss Kaffee trinken. Das wird immer mehr kommen. Bald schlafst du bei uns. Ich schlafe bald bei euch. Ich übernehme deinen Platz. Nein, du kannst gerne zum Nacht an mich kommen. Und dann verpiss dich. Ich habe gesehen, deine Küche ist recht ungebraucht. Ey, das lasse ich mir sicher nicht raus. Raus! Nein, ich koche jeden Tag, Mann. Was sagst du? So. Sag Nein, tschüss. ist okay, nein. Ja, Ich Spaghetti bin halt machen nicht- mit so einer Fertigsoße ist nicht kochen, liebe Leute. Ich bin nicht Das Ruby, wo ihr Essen immer posten muss und flexen Ist, muss. wenn du 3 Stunden gekocht hast, dann Dann brauchst du postest du, Flex. weißt du. Wenn jemand isst ohne Foto, mache ich Rasten aus. Schon? Ja. Okay. Ich So zu meiner Schwester Riesen Branch, die ich das schon gefällt. hast mich markiert, du Bitch. Ich mache das sicher nicht gratis. Das gibt einen Post für meine 100 Follower, die ich habe. Für mein privates Profil. Ich kann kochen im Fall. Ich weiss. Du hast sehr viel Talent, du hast sehr viele krasse Fresse. Eigenschaften. Du bist hübsch, du bist nett. Meldet euch unter Nummer 077. Du findest mich auch immer Ich bin alles immer noch der White grösste Girl. Wingman.
Das bist du. Ja. Also ich sage dir, Ausgang mit Ruby, das vermisse ich auch, weil du hast mir immer Frau erklärt. Das ist Ja. wirklich maximal... Bitte. Danke. Sonst wäre es nicht passiert. Danke, ja, sonst wäre ich immer noch Jungfrau. Also an dieser Stelle danke. Danke vielmals für die Hilfe. Ja, also wäre ich noch dann hättest du noch zu lange durchstrecken. Wir beenden den Podcast an dieser Stelle. Nein, Ruby, wirklich Ja. lade dich mal ein. Ja. Zum Znacht. Oder Mit dem wie Lutschi. geht das? Ja. Dann lade du mich ein. Ich mache auch ein Bild. Ja, ist gut. Ich mache auch ein Bild und dann kannst du das posten. Voll der Aber erst, Themenwechsel. wenn du Fan bist. Erst wenn ich Fan bin. Du, es gibt Stimmen, die sagen, das passiert nie. Mic drop. Ja, geil. Du hast noch gegen etwas schiessen. Eigentlich bist du da gekommen mit «Ich schiesse gegen jemanden», oder? Nein, ich jetzt, bevor ich in ganz andere Richtung gehe, noch wieder sagen. Also ich weiss ja nicht, Du musst in es nachher, wenn wir in fertig welcher Reihenfolge der Podcast nachher kommt, aber es kommt sicher nach dem Lutsch, wenn ich dich kenne. Du kannst es entscheiden. Du darfst es Also sagen. man hat ja sicher gehört, eben, sobald das on air ist, hört man ja sicher eben, dass der Lutsch Mühe hatte, um in seine Vaterrolle zu finden und so. Und ich denke, wenn ich jetzt das gelesen hätte als Außenstehende, die natürlich nicht von dem betroffen ist, ich dachte, hey, was für ein Arschloch vielleicht im ersten Moment. Oder so halt einfach nicht so unterstützend irgendwie gewirkt. Und ich muss sagen, der Lutsch war immer da gewesen. Er hat mich in allem eigentlich unterstützt. Er hat zwar amigs so ein paar Aster gebraucht und Erklärungen, hey, mach das, weil es ist wichtig für die Bindung, dies und das. Und auch wenn du nicht die Bindung gehabt hast, oder er gehabt hat, er hat es trotzdem gemacht. Und das andere wichtig ist, zu sagen, dass er eigentlich das Fundament vor allem war. Also ohne das Fundament wäre all das, was ich gemacht habe, gar nie möglich gewesen. Okay. Und das wollte ich sagen. Also ich habe vielleicht den Kopf daheim sein, weil ich bin Köchin, ich bin Baumeister, ich bin Wäscheleiterin, ich bin alles. Du bist alles, Ruby. Aber Du der bist Lutsch ist das Fundament. alles. Okay. Das ist ein schöner Ausdruck. Ey, Ja. du hast ein bisschen Poesie in dir. Die Schwangerschaft hat etwas mit dir gemacht. Du bist genau der Ich gleiche muss Mensch. hormonlos werden. Du bist genau der gleiche Mensch. Ich unterschreibe das. Also ich merke jetzt nicht, dass du irgendwie dich verändert hättest. Aber du erreichst mehr oder schneller so tiefe Momente. Das ist ein bisschen anders. Ja, ich habe auch, seit ich Mutter bin, nicht mehr reingeschlagen. Das ist vielleicht auch... Ich bin immer so kurz davor, irgendwelche dumme Mütter auf dem Spielplatz. Aber Aber ich halte mich zurück. ja, ich halte mich zurück. Sobald Sobald eben mein Hund beleidigt ist, vorbei. Aber ich halte mich zurück. Aber du bist schon ein Schlägermädchen gewesen. Anderes Nein. Thema. Nicht, gell? Gar nicht. Ruby ist ein Engel auf zwei Beinen und ohne Flügel. Genau. Nein, es ist sehr schön, was du über den Lucci sagst, und wir machen das so, dass die Folge mit dem Lucci zuerst kommt. Ja. Zuerst kommt, damit man das auch machen kann. Und wenn irgendwelche Leute denken, der Lucci sei ein Arschloch, dann, Nein, niemals. dann sollen sie den Podcast nicht mehr hören. Weil das sind Sachen, Ruby, und das meine ich jetzt voll ernst, das sind Probleme, wo normal sind, oder? Weißt du, wie ich meine? Oder Sachen, die man im Leben anstellt. Das, was du vorher gesagt hast, jetzt sagen alle sicher, ich bin eine Rabenmutter, aber ich habe die Schwangerschaft gar nicht wie schön gefunden. Mega viele Leute, glaub mir, und ich kenne das aus der Psychiatrie, mega viele Leute haben diese Probleme oder stehen bei so Themen an, aber sie würden nie etwas sagen, einfach der Harmonie zu lieben oder was denken die anderen. Und dann, wenn es mal jemand denkt er, fuck, alle reden immer so super über die Schwangerschaft, ich darf doch wie gar nicht darüber reden. Mal, das gibt es auch. Und darum finde Also ich es schön. es ist auch völlig normal, wenn eine Mutter nach der Geburt noch keine Bindung zu ihrem Kind hat. Voll. Das, man muss nicht, also ich finde einfach immer so blöd, wenn das, also ich bin auch in die Falle getrappt. Ich habe gedacht, schwanger ist schön und all das, was so drumherum gehört, es ist es nicht. Ja. Es ist so bitter, es ist mühsam, du verlierst den wichtigsten Menschen in deinem Leben und das bist du selber und dann musst du dich einfach wieder zurückgewinnen. Und das ist so ein Kampf. Und nebenbei musst du Mutter sein, eben eventuell arbeiten, eventuell auch nicht, Frau sein, Schwägerin sein, was auch immer sein. Es ist so schwierig. Und ich finde das so schade, wenn man immer sagt, ja, es ist mega schön, mega schön. Es ist nicht mega schön. Es gibt eben zu allem, ich glaube, ich zitiere den Mike, es gibt immer positive Seiten wie auch negative. Bei allem. Ja, wenn es Lichtseiten gibt, gibt es auch immer eine Schattenseite. Ja. Es ist ja so. Ja. Wenn es Voll. Gewinner gibt, gibt es auch Verlierer. Es ist immer so, es hängt immer so Und man kann krass. nicht alles haben. Ja. Nein, man kann nicht alles sagen, aber man kann offen sein und ehrlich zu sich selber sein und auch dahinter stehen, was man fühlt, weil
verstehst du, Ruby, das, was du fühlst, das kannst du ja nicht beeinflussen. Nein. Aber was du kannst beeinflussen, Aber es ist, ist wenn so du dich wichtig, reflektierst. heutzutage individuell sein. Also weißt du, so authentisch sein, sich selber sein und auch wirklich zu dem stehen, was man sagt. Ja. Und nicht immer mit jeder Mode mitgehen, mit jedem, keine Ahnung, mit jedem Lüftchen mitgehen. Es ist nicht, ich finde das auch immer so falsch, so, wenn die Leute sagen, let's normalize. Nein, Bullshit, Mann. Es ist nicht fucking normal, es ist abnormal, es ist krank, es ist, was weiß ich, weißt du, so. Es ist scheiße und es ist, glaube ich, auch berechtigt, wenn man einfach mal sagt und auf den Tisch lädt und sagt, hey, es ist scheiße. Fuck, es ist nicht alles schön. Und ich stehe dahinter, so. Und er will etwas dagegen sagen. Ja. Ja, dafür braucht es aber auch vielleicht einen starken Charakter und eine gewisse Ja, Diskussionsbereitschaft. aber weißt, ich habe das Gefühl, indem man immer sagt, ja, lasst euch einen gefühlfreien Lauf und alles ist gut und sorry, es verweichlicht die Menschheit. Schau unsere Jugend an. Richtige Opfer, richtig. Jetzt. Alle, sorry, aber wirklich so weich und alles ist immer so, man ist immer gerade offended, es ist immer alles gerade verletzend und man darf das nicht sagen und jenes nicht sagen. Mein Gott, das ist nicht die Welt. Also weißt, wenn ihr mal in die richtige Welt rausgeht, dann wird euch vor den Kopf gestoßen, man wird euch Sachen sagen, man muss sich können verteidigen im Leben. Und wenn ihr das nicht könnt, wenn ihr den inneren Tiger nicht habt, dann wirst du gefressen, Mann. Dann bist du Tigerfutter. Dann bist du ein Lämmchen. Ja, dann Du bist stehst auf der Speisekarte. Ey, ich bin auch voll bei dir. Ich finde, also voll bei dir, 50%, wie Ruby sagt. Ich sage, man kann seine Gefühle frei laufen lassen. Also man kann hinter seinen Gefühlen stehen. Ich finde das auch gar nicht irgendwie verwerflich. Frage ist aber, jetzt lass mich ausreden, Mann. Nein, ich kann nicht. Jetzt lass mich ausreden. Frage ist aber, jetzt hast du mich draus gebracht. Ja, weil es einfach gelogen ist. Ich kann wieder lügen. Nein, du Mein kannst doch zu deinen Lügenkonstrukt. Gefühlen stehen. Ich sage nicht, du sie verdrängen. Auf gar keinen Fall. Aber es hat alles sein Örtchen, sein Plätzchen, um so Sachen anzubringen. Ja. Du ja, musst nicht deine Gefühle vor der ganzen Welt offenbaren und das Gefühl haben, es kommt nur Liebe zurück. Ja. Nein, es kommt richtig viel Bullshit Es ist so das Claiming nach Mitleid. Ja. Oder so das, oh du Arme, oh nein. Und ja, glaub mir, wenn du im Gefängnis schaffst, dann hast du das noch und nöcher im Fall. Und irgendwann, also ab und zu hängt es dir wirklich aus und denkst du so, okay, Alter, ja, ich habe es verstanden. Die ganze Welt ist gegen dich, aber Du hast mir nichts geht's gemacht, super. um da drin zu sein. Genau, mir geht es super. Das ist auch das, warte, schon ein anderes Thema, aber es poppt mir gerade im Kopf auf. Hast du nicht das Gefühl, jetzt wir beide als Pfleger, Pflegerin, die Patienten haben immer das Gefühl, dass wir voll das geile Leben haben und sie bei uns alles rauslachen können. So, wir sind einfach Roboter und Maschinen und funktionieren einfach. Und wir sind wie, unsere Aufgabe ist wie, ihren Mundgeruch schmecken oder ihren Scheiß müssen zu tragen. Ja, korrekt. Und ich bin auch der Meinung, dass du länger in einem Beruf wie in der Pflege kannst bleiben, wenn du ein bisschen ein Arschloch bist wie ich. Und wie Wie? du. Wo du einfach mal kannst sagen, hey, so nicht, so läuft es nicht. Und einfach mal ein bisschen zurück ist und sagst, hey, jetzt beruhigen wir uns alle. Sie sind der Patient, ich bin Pflegefachfrau und so läuft es und nicht anders. Wir sind hier nicht im Hotel, wir sind hier nicht bei «Wünsch dir was». Sagst du das? Ja. Wir sind da nicht die Wünsch dir was. Ich habe also kurz nur, ich habe mal einen Patienten gehabt, ich bin reingelaufen, habe mich gerade angeschrien. Ich habe mich nicht mal vorgestellt. Gerade angeschrien. Ich so, gut, bin ich wieder rausgelaufen, Tür 2, ich so, machen wir nochmal. Bin ich wieder reingegangen, er hat mich wieder angeschrien, ich so, gut, gehe ich wieder raus, ich komme wieder rein und wenn ich wieder reinkomme, bin ich wieder angeschrien worden. Bin ich wieder rein, hat er mich angeschrien, ich so, gut, machen wir den ganzen Tag, ich habe den ganzen Tag Zeit. Ich kann nicht die ganze Zeit Zeit haben. Aber du hast Aber ich recht. habe bleibt. Ja, Dann bin ich wieder rein und er hat sich beruhigt und am Schluss, als er austreten ist, hat er mir einen Blumenstrauß geschenkt. Ja. Also amigs müssen einfach die Leute auch sich wieder ein bisschen selber spüren. Amix müssen die Leute auch spüren, wenn jeder einfach mitschwingt, was lernt er dann daraus? Ich sage immer zum Beispiel bei uns im Gefängnis ist es normal extremer. Unsere Hauptaufgabe ist ja wieder eingliedern. Also, wenn jetzt der Insass kommt, er schreit immer und man macht immer das, was er macht. Was lernt er daraus? Das, Er was lernt ich immer genau mache. nichts. Der Das ist Scheiß hat ihn genau doch da das Gleiche mit dem reingebracht. Lass mich mal ausreden. Nein, verstehst du, Ruby? Ich habe Angst. Black belt, please come. Take this man. Okay. Take this white belt. Violent is white belt. Nein, verstehst du, wenn ich immer das mache für ihn, was er wie möchte, der ist ja wegen dem Scheiß genau da reingekommen. Und dann geht er raus, verhält sich genau gleich. Nicht, dass ich ihn jetzt erziehen muss, aber Alter, Aber es muss jemand mal dort stehen und sagen, hey, so nicht, Mann, so nicht. Heute komme ich auch, wirklich genau heute passiert. Hat sich einer beim Arzt gesagt, mal 4, 5, 6, 7, 8 Mal fragt er mich, wann kommt der Arzt. Heute steht er am Morgen auf, gerade, wo ist der Doktor, wo ist der Doktor?
Ich so, guten Morgen erstmal, wie geht's Ihnen? Mir geht's auch gut. Ich so, haben wir keinen Anstand, Mann, wo sind wir da? Dann regt es mich so auf, aber das braucht es genau, weil ich weiß ganz genau, beim nächsten Mal wird das nicht so sein. Und wir sind kein fucking Roboter. Oder auch mal geil, einer hat gesagt, in der Psychiatrie, wenn ich mich suizidiere, dann suizidiere ich mich da, das ist ja eure Aufgabe. Dann habe ich gesagt, Alter, ich habe keinen Bock, da anzukommen. Ich habe auch meine Probleme, ich mache die Tür auf und dann hängst du dann dort. Das ist nicht mein fucking Job. Wenn du dich umbringen willst, dann bring ich dich heim, Mann. Also ich habe damals in der HF eine Lehrer, die gesagt hat, also Suizidalität kann ich gar nicht verstehen. Bin ich gar kein Fan davon, wenn sich jemand umbringen will. Da ist das Fenster, spring raus, ich muss dich nicht am Leben erhalten. Das ist nicht meine Aufgabe. Das finde ich aber nicht richtig. It is what it is. It is what it is. Wieso willst du jemanden schwerst depressiv? Er holt sich Hilfe, das ist das A und O. Du musst dir Hilfe suchen. Dann schlägt deine Therapie nicht an und du bist jahrelang depressiv und auf Medikamente. Du hast keine Freude fürs Leben. Wieso willst du ihn zwingen leben? Ich sage, Suizid hat seine Daseinsberechtigung. Ja. Ich hatte auch einen gehabt, zum Beispiel, der umbringen. Ich habe nicht verstanden, wieso wir ihn am Leben erhalten wollen. Und er hat sich dann am Schluss umgebracht, also er hat das Spiel gewonnen gegen uns. Aber es gibt auch Leute... Es ist ja nicht ein Gönnen, es ist einfach ein Erlösen. Ja, sicher. Ich kann es jetzt also einfach ich bin nicht pro Suizidalität. Springen alle aus dem Fenster. Nein, Ruby, Falsche Message. Aber wenn ich sage so Leute, die aus dem Affekt handeln, jetzt sagen wir, ein Mädchen, 16, die grosse Liebe hat sich getrennt, was auch immer grosse Liebe mit 16 ist, aber dann ich will mich umbringen, das Leben macht keinen Sinn. Für das bin ich nicht. Weil, Alte, du bist 16, du hast keine Ahnung, was das Leben mit sich bringt. Ja, aber das ist doch gerade... Also ich habe auch so... Ich habe auf der Paraplegie gearbeitet, ich habe wirklich all misslungene Suizidversuche gehabt. Und sorry, es ist nicht meine Aufgabe, dir dein Leben schönreden. Also wenn du das Gefühl hast, weil dein Freund Schluss gemacht hat, dass ich dich jetzt tröste, weil du dich jetzt hast wegen dem umbringen, während sich andere Kinder irgendwo in Afrika müssen prügeln um ein Brösel Brot, während andere Kinder krank in Kriegsgebieten, vergewaltigt, was auch immer werden, dann denke ich so, nein, ich habe einfach kein Mitleid und das würde ich nie haben, darum arbeite ich nicht in der Psychiatrie. Nein, aber du verstehst mich wie falsch. Ich weiss, was du sagen willst. Oder? Ich meine, das ist ja kein Grund und das kann man therapieren und ihr aufzeigen aufgrund von, keine Ahnung, was für Methoden. Genau, aber dass du auch... Also ich finde, du wärst schwer gewinnbringend für die Psychiatrie, ich sage dir ehrlich. Oder ihr tut einfach kaputt. Nein, du bist mega gewinnbringend, weil ich bin nicht anders als du. Ich habe vielleicht ein bisschen mehr Empathie. Aber ich bin nicht ganz anders. Und wenn jemand mir sagt, sage ich, das ist wirklich ein Grund. Also dann versuche ich vielleicht... Du musst ja auch nicht mit jedem Menschen genau gleich reden. Du findest ein Sprachrohr zu einem, der tippt und bei dem anderen tippt das wie nicht. Aber also wir haben ja in der Pflege einfach die Gabe, dass wir so ein Chamäleon sind. Ja, voll. Also ich bin ein Chamäleon. Ja, ich weiß ganz 100%. Genau, ich komme rein, ich sehe schon, wie der Patient ist. Ich weiß ganz genau, wie ich mich zeigen muss, wie ich muss reden muss, damit ich das Ergebnis bekomme, das ich möchte am Schluss des Tages. Wie sagt man? Zugunsten vom Patienten und von mir. Dass wir beide rauslaufen und sagen, hey, guter Tag war, bist gut gelaufen, gute Kommunikation, bla bla bla. Schaffst du gerne den Pflege? Ja. Ja. Ich würde gerne eine zweite Folge mit dir machen. Und das Thema wäre einfach so Pflege. Ja. Die Schatten- und die Sonnenseite, wie wir ja heute gelernt haben, oder? Dass es sehr verbunden ist miteinander. Ja. Was sind die Schattenseiten und was sind die Sonnenseiten? Weil ich glaube, es ist ein extrem abwechslungsreicher Beruf, wo ich glaube, eben Reflexion ein riesiges Thema ist. Du bist immer in der Rolle vom Gebenden, also du gibst ja deine Pflege, deine Zeit, deine Aufmerksamkeit, was auch immer. Es ist ein Job, der dich mega aussaugen kann, wenn du es falsch machst. Und also, was für Eigenschaften brauchst du, um diesen Job zu machen, um auch glücklich zu sein? Also ich muss sagen, in der Berufswelt hat mich mein Job erwachsen gemacht. Ich bin nur durch meinen Job erwachsen. Weil so Privatleben und so, ich bin mega lange, also ich bin kurz bevor ich das Kind bekommen habe. Also, ich war das Kind vor der Musik. Also. Aber unser Job, ich meine, du gehst mit 15 Jahren Lehre. Das ist echt krass. Das ist so krass und ich bin ein Müsli und jetzt riesen Hex. Nein, aber nein, jetzt aber es macht dich einfach erwachsen. Es zeigt dir alle Facetten vom Leben, die schönen wie auch die grausamsten, traurigsten. Es zeigt dir alles auf. Was meinst du? Machen wir? Ja. Ich würde sagen, wir schließen da ab, bevor wir noch Schläge gegen. Ich würde verlieren. Aber es ist nur wegen dem Lutschi. Zu Recht. Verdient, du kleine Bitch. Irgendwelche letzte Worte?
Nicht, dass du jetzt stirbst, aber... Jetzt habe ich einfach über alles geredet, außer über das, was ich will. Hey! Aber egal. Nein, das droppt. Wenn du es droppen willst, drop und... Wie lange haben wir denn noch? Wie lange haben wir geredet? Wir haben etwa 45 Minuten geredet. Du brüllst jetzt wegen 45 Minuten und bei dem Lutsch hast du 2 Stunden aufgenommen. Merkst du, wie wichtig er mir ist und wie wichtig du mir bist? Ja. Wie, Klammer auf und Klammer zu, wichtig du mir bist. Nein, ich finde es... So. Du kleine Bitch. Nein, tschüss. Komm, machen weiter. Verlängerung. Also wenn wir es ja... Ich könnte ja irgendwo andrücken, was ich schon gesagt habe, eben von wegen... in die Welt rausposaunen, was man fühlt und wie man sich identifiziert und so weiter und so fort, ist einfach... Die Welt geht unter, glaube ich. Die Welt geht unter. Ja. Weil? Damit meine ich LGBTQ+. Plus. Plus Hurensohn wegen. Alles, was nach dem Plus kommt, ist einfach ein riesen Dreck. Nein, also ich will nicht, dass ich falsch verstanden wird. Weil in erster Linie schwul, lesbisch, was auch immer sein, das ist für mich normal. Das ist für mich nicht etwas Spezielles, aber ich finde, die ganze Bewegung, was jetzt auch eben Kinder beeinflussen tut heutzutage, ich finde das völlig in die falsche Richtung. Und ich glaube, ich rede auch für viele, die eben auch schwul und lesbisch sind, dass die Bewegung quasi, eben die LGBTQ-Bewegung, dass die in die falsche Richtung geht, weil es geht nicht mehr, um es einfach normalisieren, um einfach gleichberechtigt zu sein wie der Rest der Menschheit, sondern einfach wieder, weil dass jetzt die ganze Menschheit sich in die kleine Gruppe, das kleine Prozentual von Menschen, die das betrifft, sich die ganze Welt jetzt muss anpassen. Das ist einfach für mich in meinen Augen grösste Bullshit. Kennst du das Video? Hat so eine Frau, die das Baby in der Hand hat. Und das Baby hat so Regenbogen drauf. Und ich weiß nicht, ob es Mutter ist. Ja. Nein, ich bekomme Aggressionen. Und dann nimmt sie das Baby und sagt, please be gay, please be gay, please be gay, gay baby. Und ich denke mir so, du kannst mich arbeiten in der Pflege, Alter. Also du hast die ganze Zeit mit Schwulen und Lesben zu tun. Es ist so etwas Normales. Es ist ja okay, mach. Ich sage immer, fick wer du willst. Wenn es dich glücklich macht, mach doch einfach. Fick auch beides und willst. Voll, mach einen Dreier mit beiden. Solange du dritten Leuten nicht schadest oder solange alles ja, die Person möchte es und du möchtest auch machen, fickt euch um den Verstand, ist doch scheißegal, wo ihr euer Dick rein tun. Aber das jetzt so, das ist auch immer der Amerika-Vibe, man. Alles, was von Amerika kommt, wir müssen immer so mitschwingen und mit. Und aber ich sage immer, das ist jetzt einfach alles so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil ich weiss noch, wenn ich vor 2 oder schon fast 3 Jahren gelacht habe und die Leute gesagt haben, hey, von pflegerischer Seite, wie siehst du das mit dem Virus dort in China? Ich habe gelacht. Einen Monat später bin ich in Vollmontage in einem Covid-Zimmer mit einem Schutzschild vor der Fresse geguckt. Ich so krass, ich so sagen, nein, passiert nicht in der Schweiz. Genau so ist es gekommen. Und ich habe das Gefühl, das ist das, was jetzt eben mit LGBTQ, eben, dass irgendwelche Schüler aus einem Klassenraum gerührt werden, weil sie das nicht respektieren, dass sich die hinteren Mitschüler im Klassenraum als Katze identifizieren und gerade das Mittagsschläfchen machen. Also, mir ist es egal, ich droppe jetzt das. Die Leute können mich hassen oder nicht, aber am Ende des Tages der Podcast läuft, weil wir authentisch da sind. Genau. Ja, und nicht irgendwie irgendjemanden Leute Honig ums Maul schmieren. Vielleicht kommt ja der nächste Gast und ist voll pro. Voll, komm, diskutieren wir. Ich habe gar kein Problem damit. Also ich diskutieren mit mir. Ich rühre dich auch. Ruby so unter dem Tisch. I'm back, bitches. Ja. Nein. Ich bin eine Katze, ich mache jetzt ein Mittagsschläfchen. Ja. Nein, da bekomme ich so einen Hals über. Oder also für mich auch das, also Mann, Frau. Du kannst dich schon als das fühlen, du kannst auch im falschen Körper geboren sein. Ist ja auch okay. Also dann, du kannst dich umtransformieren. Alles schön und gut, aber... Stichwort und mach die scheiß Transition zu Frau oder zum Mann. Seh nicht aus wie ein Mann und geh auf ein Frauenwesen und behaupte, du bist eine Frau, wenn du offensichtlich 2 Eier und einen Schwanz zwischen dabei hast. Hast du gesehen, was passiert ist mit dem LGBTQ-Ding? In der Gefängniswelt. Ein Typ, mehrmals angeklagt, ich lasse mich lügen, England, mehrmals angeklagt wegen Vergewaltigung. Identifiziert sich als Frau und geht ins Frauengefängnis und vergewaltigt Frau. Ja, super. Eins. Hammer Job gemacht, brutal. Auch heute zum Beispiel, kannst du dich ja umschreiben lassen. Ich sage nicht, ich weiss nicht... Das war ja gerade in der Zeitung. Ein Mann hat kleine Kinder vergewaltigt, missbraucht, sexuell. Ist ins Gefängnis, hat dann, keine Ahnung, sich gut benommen, oder das Gefängnis war überfüllt, keine Ahnung, lange lügen. Und ist nachher aus dem Gefängnis raus und dann bist du in Amerika ein registrierter Sexualstraftäter. Dann hat er eine Transition gemacht zur Frau, ist natürlich nicht mehr unter dem Namen als Sexualstraftäter registriert. Was geht er? Neben Kind wohnen, macht genau wie das Gleiche. Ja, super.
Nein, eben, wie gesagt, schon zum 17. Mal hast du mich ausreden lassen. Kennt der Lutschi das? Oder? Lutschi, können wir mal darüber reden. Wer? Er hat Angst vor dir. Spaß! Ich habe Angst vor ihm. Dass ich nicht lache. Eben, wie gesagt, ich kenne die Probleme nicht. Zum Glück kenne ich es nicht. Wenn man das spürt, es muss sicher mega schlimm sein, im falschen Körper geboren zu sein. Aber unsere Grundrechte wegen dem ändern, macht einfach für mich keinen Sinn. Also Entschuldigung. In 1000 Jahren, wenn wir vielleicht normal, wenn wir nicht, also wenn wir begraben werden irgendwo, dann werden in 1000 Jahren irgendwelche Menschen uns vielleicht finden, weil Erderwärmung, bla bla bla, Gräber plötzlich offen. Und man wird Proben nehmen und man wird feststellen, ob die Person Chromosom XY hat oder XX. Und es wird nur die 2 verschiedenen Arten von Chromosomen geben. Punkt, Ende, aus. Die Diskussion ist eigentlich schon gewonnen und ich weiss nicht, was die ganze Welt an dem muss umeinander machen. Weil, sorry, man ist entweder eine Frau oder man ist ein Mann oder man ist intersexuell, das heisst, für die, die es nicht wissen, dass man mit beiden Geschlechtern auf die Welt kommt. Das ist aber nichtsdestotrotz ein Fehler von der Natur. Das heisst, entweder hast du eben einen Penis und eine Gebärmutter oder umgekehrt oder was auch immer. Du hast einfach beide Geschlechtsteile. Früher hat einfach der Arzt entschieden, bam, du bist jetzt eine Frau. Bam, du bist ein Mann. Ah, was? Ja. So. Und dann hat man... Krass. Also man hat immer entschieden anhand vom ausprägteren Geschlechtsorgan. Okay. Und dann ist das einfach entschieden worden und dann sind die Leute natürlich aufgewachsen und sind aber dann natürlich wahrscheinlich im falschen Körper gewesen. Völlig verständlich. Ich meine, wenn du dort irgendwie genderneutral das Kind aufziehst, das beide Geschlechter hat und du mit der Zeit siehst, so, hey, es entwickelt sich zu einem Buben, es entwickelt sich zu einer Frau, dann entscheid und dann machen Eingriff, wenn es dann wirklich noch nötig ist, oder du stehst einfach zu dem, dass du intersexuell bist. Ich meine, das ist ja auch kein Problem. Aber, liebe Leute, das heisst ja nicht, dass es normal ist, dass man das Gefühl hat, man ist im falschen Körper geboren. Das heisst, das nennt man ja jetzt englischen Begriff Body Dysmorphia. Okay. Es ist ja trotzdem normal, dass wenn du auf die Welt kommst, dass du 2 Beine hast. Und wenn du mit einem Bein auf die Welt kommst, dass du dann halt nicht normal bist. Weil die Norm ist einfach normal 2 Beine. Ist einfach so. Und ich meine, dann gehen zu einem Psychiater. Und ich kann auch zu der Psychologin und sie hat mir auch gesagt, sie so eine Diagnose stellen in so einem jungen Alter, das sollte einfach verboten sein. Man macht keine Diagnose. Entschuldigung. Der Kaffee hat zu viel Kohlensäure. Ich habe gerade den Gerbs abgeschluckt. Nein. Jetzt habe ich die Diagnose. Zu früh. Ah, genau. Macht man einfach nicht. Man macht nicht unter 21, ich weiß nicht, korrigiere mich. Nein, es ist richtig. Unter 21, weil die Identität ist sich ja gerade am Entfalten. Das heisst, du willst ja nicht, dass diejenige Person, die Betroffene, sich anhand von dem dann das ganze Leben lang identifiziert. Nur weil es kann ja Phase sein, vielleicht aber auch nicht. Ja, wir haben unsere Phase aber wachs aus, ey, fuck, müsste ich noch zu diesen Entscheidungen stehen, wo ich mit 15 sage, hey, ich werde im Knast erstens. Zweitens, keine Ahnung. Wärst nicht da? Ja, fix. Ja. Ich glaube, ich weiss, woher der Ärger kommt oder also die Angst klein, weil eben, du hast ein Kind, das Kind wird in die Schule, wenn das irgendwann so normalisiert wird oder so klein geredet wird. Sofort aus der Schule. Eben. Und dann ist deine Angst, dass das Kind beeinflusst wird. Weil ganz ehrlich, mit 10, 12 habe ich total, als wäre ich ein Bioniker. Kennst du die Figürchen noch, da, wo du kannst spielen? Ja. Und jetzt hätte ich die Bewegung wie gehabt, ich denke, ich bin ein Bioniker. Oder eine Katze. Hä? Oder eine Katze. Oder eine Katze, dann hätte ich pennen in der Schule. Wäre ein bisschen smarter gewesen. Das ist Ich doch find's einfach- Angst, also oder, weißt, dahinter? Ich meine, wir haben alle Biologie in der Schule gehabt. Man hat erklärt, hey, weibliche Geschlechtsorgane, männliche Geschlechtsorgane, eben, ihr seid kurz vor der Pubertät, wenn ihr Sex habt, schützt euch. Alles richtig, alles zum richtigen Alter. Aber klar, viele von uns sind früher reif und haben schon vorher gewusst, was es ist. Du hast ältere Geschwister oder wo auch immer du halt aufwachst, dann ist es halt ein bisschen anders, dann weisst du halt früher Bescheid. Aber es ist wichtig, dass die Schule dir das trotzdem beibringt. Aber nicht in einem Alter, wo die Kinder sich mit dem gar nicht befassen können. Ja, ich meine, voll. das kindliche Hirn, also die Logik in einem kindlichen Hirn entwickelt sich mit 4. Fuck, wieso musst du einem 6-jährigen Kind erklären, was Gay-Sex ist? Ja, voll. Ein Gay-ABC, was non-binär ist und all der ganze weitere Dreck. Wieso? Ja. Also es wird ja genug früh, es wird ja, ob wir wollen oder nicht, es wird sich ja genug früh mit dem müssen beschäftigen. Ja. Sie haben, glaube ich, das Gefühl, so könnte Akzeptanz fördern, wenn es schon von klein auf mitgegeben wird. Aber Man, ich glaube, fuck, es gibt sind immer noch ganz Rassisten, andere... was ist dort? Ja, Da genau. kommt doch auch nicht Haben wir ja auch Akzeptanz. gelernt. Also, und es gibt es ja trotzdem. Also, das ist Also krass. das ist so eine kleine Minderheit auf dieser Welt. Und jetzt denken alle, es dreht sich nur um sie, die sind so arm. Ey, sorry, du hast 3-mal am Tag wahrscheinlich zu fressen auf dem Teller, du hast ein Dach über dem Bett, ein Bett, eine Matratze. Bitte hab deine Schnur und rede nicht über das Problem.
Es Nur gibt weil Leute, die Karen nicht, genau, es gibt dich Leute, die gesagt nicht mal hat. sich das fragen können. Ja, Weißt? Oder genau. als ich bin weg, es gibt Leute, die sich nicht mal die Entscheidung treffen können. Möchte ich Genau. überhaupt wegen sein oder möchte ich das nicht? Möchte ich dies oder möchte ich das? Ey, ein endloses Thema, aber ich finde es gut, dass angesprochen wird. Und dass ich muss so krass aufpassen, was ich jetzt sage. Falsch. Wirklich falsch. Zum Beispiel in unserem Kollegenkreis, man sagt so, Du schwul. ja, oder oh mein Gott, Bro, voll schwul. Ich habe nichts gegen Schwule jetzt wegen dem. Ich will auch nicht zu einem schwulen Aber wir sagen Mitarbeiter auch immer sagen. voll behindert. Ja, genau. Wir meinen es doch nicht böse gegen Genau. Behinderten. Wo hört es auf, wo fängt es an? Wer setzt die Grenzen? Und die Behinderten darf man wieder jetzt sagen, weil LGBTQ gerade im Vorrang ist und irgendwann darf man wieder schwul sagen und dann Aber ist ja das, was fokussieren ich wir gesagt mehr habe, auf dass man eben Behinderte. let's normalize. Nein, let's normalize Bullshit, Ja. man. Bitte nicht. Bitte nicht. Wieso? Und ich habe auch so, nein, schon in der HF, dann müssen wir genderneutrale fucking Diplomarbeit. Hey, ich bin schon genug gefickt, weil ich sie 2 Tage vorher schreibe. Weißt du, was ich meine? Sie hat's auch- Ja. Ich habe ein fucking Big. Ich habe es angefangen. Oh shit. Ja, aber Ja, was ich hast du wahrscheinlich wegen genderneutral müssen schreiben. Was hast du geschrieben? Puh, keine Ahnung. Puffkunden, Amputationen, Phantomschmerz. Irgend so. Ah. Pregabalin lässt grüßen. Auf jeden Fall eben genderneutral schreiben. Jetzt, ich habe eine Kollegin, sie ist Dozentin am ZAK. Darf ich das sagen? Und sie erzählt mir auch, dass das ganz, ganz schlimm ist mit den LGBTQ. Sie dürfen eben nicht sagen, hey, liebe Mitschüler und Mitschülerinnen. Sie dürfen gar nicht mehr sagen, wo irgendwie... Hallo Menschen. Ah nein, ja. vielleicht scheppert der Katz. Ja, genau. Hallo Anwesende. Ah nein, vielleicht scheppert nicht anwesend. Ja, du weißt gar nicht mehr, was sagen. Du Ja, weißt gar und nicht ich mehr, finde was das sagen. völlig falsch, wenn man dann mit dem mitsitzt. Oh, also ältere Leute, die sich so ja, darf man das ja heutzutage... Ich so, bitte sagen Sie das einfach. Ja, Sie voll. können mich auch heute noch Schwester nennen. Das tut mich doch nicht verletzen. Nein, nein. Ich habe mich noch nie verletzt gefühlt, weil mich ein Patient Schwester genannt hat. Brudi, ich sag dir etwas. Meistens sind Leute, die mit so Sachen krass Probleme haben, Leute, die mega, mega unsicher sind. Und darum sagt man, jetzt muss jeder wie aufpassen, damit die wie nicht verletzen. Eigentlich müsste jeder sich eigentlich mal selber reflektieren, mal sich mit sich selber beschäftigen, befassen, einen Charakter entwickeln, eine Stärke entwickeln, dass du für dich selber einstehen kannst. Und nicht, dass der Staat muss kommen und sagen, das darf man sagen und das darf man nicht mehr sagen. Also weißt, ich würde mir einfach wünschen, und das wäre ja eigentlich das Hauptinteresse gewesen, vielleicht von LGBTQ, eben das Normalisieren vom Schwul- und Lesbischsein, dass mein Sohn, wenn er dann irgendwann mal schwul ist, oder auch nicht, aber eben, wenn er mal schwul ist, dass er sagt, hey Mama, ich bin schwul, okay. Kein Problem, ist mir doch scheißegal, wer du liebst. Hauptsache du bist ein guter Mensch. Ja, genau. Das Hauptsache definiert dich ja Es ist mir nicht. so scheißegal. Aber bitte komm mir nicht mit Non-Binary, Bro, nein. Ja. Ich enterbe dich von dem Erbe, das ich nicht habe. Aber nein, bitte nicht. Ja, Nein, ja. einfach nicht. Hey, jetzt ist es langsam eine Stunde und ich habe genug. Nein, ich finde aber auch, es sind Themen, die mega viel Raum einnehmen, wo du mega gross machen kannst. Und es muss keine Folge sein, wo man irgendwie 5-6 Stunden jetzt irgendwie darüber Ja, reden, weil sicher das könnten wir, das Material haben wir genug. Eher, was wollen die Leute wie hören, und das ist ja immer noch authentisch, weil das wollen sie ja noch ich hoffe hören. mit dem, dass ich sage, dass die Leute, die Angst haben, irgendetwas sich irgendwie falsch artikulieren, formulieren, Leute ansprechen, bitte macht das, was ihr denkt, das ist richtig. Bitte nicht sich anpassen an jeden und allem. Das ist völlig falsch und da verlierst du dich. Du kannst ja heutzutage nichts mehr sagen. Ja. Also vor allem, wenn du irgendwie auf Social Media irgendwie eine Reichweite hast, die Leute trauen sich gar nicht zu ihrer Meinung zu stehen. Sorry, für was hast du denn Social Media? Wieso musst du ein falsches Bild von dir weitergeben? Ja, schau nochmal auf die Nein, ich schwöre nicht, nein, red man, red. Nein, ich habe geschaut, ich habe etwas Also dazu bist doch sagen. authentisch, auch wenn dir dann 100'000 Leute entfolgen. Fuck them. Bro, das ist aber auch das, ich weiß ja nicht, wie sich das Ganze entwickelt, wie gesagt. Ich sag's also nochmal. Aber am Ende des Tages ist wirklich für mich das Wichtigste, authentisch zu sein. Und es gibt auch Folgen, auch mit dem Lutschi, wo ich irgendwie sage, eben, BJJ ist für ihn so schwul gewesen und alle haben gedacht, was ist für ein schwuler Sport. Wenn Leute mich aufhängen nur an diesem Wort und wissen gar nicht, interessieren sich gar nicht, wie ich wirklich bin, dann trifft mich das nicht. Weil die mich kennen, wissen, dass ich nichts dagegen habe. Die mich kennen oder wo mir zuhören, wissen, was ich für eine Meinung habe. Und wenn du das an einem Wort wie aufhängst, Bro, dann ignoriere ich das so gekonnt. Das ist mir scheißegal. Ich verbeuge mich für niemanden und niemand sollte das machen. Weil es gibt nur eine Person, die so ist wie du und steht zu dem und bist kein People-Pleaser, der einfach es jedem recht machen will. Das ist das Hässlichste, das ist Ja, das das ist Unattraktivste, so, ja. was es gibt.
definitiv unterschreibe ich genauso. Unterschreibst? Sofort. Brutale Unterschrift. Hey Ruby, möchtest du noch etwas sagen? Wirklich, machen wir mal fertig. Nein, ein Thema ist, wir können wirklich LGBTQ nochmal richtig ausrollen. Ich finde das mega wichtig, vor allem in so einem Beruf, wo wir arbeiten. Pflege, sicher ein grosses Thema. Irgendwelche Worte, hast du so deinen Schlusssatz, oder? Ja, sind keine People-Pleaser, bitte, sind so wie ihr sind, stehen zu dem. Individualität heutzutage ist alles, gehen nicht jeder Mode an, weil heutzutage gehst du überall hin, sehen alle gleich aus, sehen alle das Gleiche an. Richtig ekelhaft. Ja. Und morgen ist es wieder anders. Ja. Da musst du dich wieder anpassen, das ist zu Sind anstrengend. einfach so wie ihr sind, glaube ich, das ist das Kühlste und das einzige Wahre. Ja. Mic drop. Kennst du meinen letzten Satz, den ich immer sage? Kennst du nicht, oder? Jetzt redet wir. Nein. Aventura. Escucha las palabras. Deja tranquila. Nein, ich sage immer, lernen wir voneinander und lachen wir miteinander. Ich finde das schön. Lernen wir voneinander. Fuck, man, wenn das nicht so ein Pflegespruch ist. Ja, stimmt. so wenn Easy, du Kacke mach ich. auf Also. dem Pflege-WC so steht irgendwo, oder man, das ist genau so ein Spruch. Darum habe ich auch ein Abo bekommen und USB. Ciao miteinander, danke fürs Zuhören. Tschüss.